Hi, dich den Laurent Bildchen, Schulmeister von Asch, an den Claude Simon, Educateur, gradué hier an der Stadt. Und ich selber, der ja auch länger Zeit, wo über die Zeit, wo ich halt müsste, Prof am Lycée war. Wie wir angefangen haben, mit einer Arbeitsgruppe, die wir zusammengestellt haben, über die Regierung hier Schulreformen zu schaffen, sind wir ganz schnell zur Konklusion gekommen, wir wollen nicht eine detaillierte Position beispielsweise über die Justizreform oder über die Reform vom Fundamental, sondern wir wollen eine Reflexion über das gesamte Schulsystem. Und dafür auch am Kader von unserer Arbeitsgruppe einen Workshop organisiert, einen Tag lang zu Birchternacht, wo wir einerseits an Spezialisten, Pädagogen, Soziologen über das, was bis dahin von unserer Arbeitsgruppe ausgeschafft wurde, diskutiert haben und da auch eine Reihe von Anregungen, die an der Diskussion kommen sind, die nach abgeholt. Den Text, den der also für Unischlein hat, also den gesamten Text plus ein Resümee, wo wir die wichtigsten Punkte eigentlich zusammengefasst haben, die soll nicht verstanden gehen als eine Abzählung von fertigen Rezepten oder von fertigen Antworten auf sämtliche Fragen, die sich am Bereich von der Schule stellen, sondern es soll verstanden gehen als eine Anregung für ein Debat über die Schule an über die Gesellschaft, weil das nicht zu trennen, ein Debat, den herausgeht über die Kontroversen zwischen den Gewerkschaften auf der einen Seite, also den Enseignants-Gewerkschaften auf der einen Seite, und dem Ministerium auf der anderen Seite. Zwischen den 70er Jahren gab es den Debat praktisch nicht mehr über die Schule zu Lützeburg. Und nun sind wir mit Reformen konfrontiert, von der Regierung aus, denen hier Finalitäten an hier Logik alles anders wie klar ist, für sich mal vorsichtig auszudrücken. Wir wissen ja nicht nur durch PISA-Etüden, aber auch schon zum Beispiel durch Etüden und Recherchen aus den 60er, 70er Jahren, Beispiel die Maghreb-Etüde, die für kurzem ja neu abgerollt ist, dass eine Schule das verfehlt, was aber eigentlich eng von ihren wichtigsten Zielsetzungen ist, nämlich Sozialgerechtigkeit an der Bildungsfrage. Wir wissen, dass am Platz die soziokulturellen Ungleichheiten aufgebaut gehen, als Schule sie schenkt, nicht nur zu reproduzieren, sondern sie nach zu verschärfen. Also für Chancengleichheit, das schöne Wort, was immer gebraucht wird, was aber auch ideologisch belegt, das mir will ich nicht drüber gehen, wo Chancengleichheit kaum wärts gehen. Und das kann ihn nicht einfach zu Lützeburg durch wegdiskutieren, dass ihn auf die Höchstzahl von fremdsprachigen Kindern hinweist, die Ursache wäre von der Ungerechtigkeit. Erstens hier nicht nur Immigrantenkinder betrifft, und zweitens ist das Problem von den Immigrantenkindern nicht nur die von der Sprache, sondern hauptsächlich den von den sozialen Ausgangspositionen. Dafür haben wir auch, wie den Debat an den 70er Jahren zu Lützeburg gefordert ist, haben wir dieselben Gerechtigkeitsdefizit festgestellt, wie wir nach gar nicht so viele Immigrantenkinder zu Lützeburg hatten. Dieselbe Gerechtigkeitsdefizit par rapport dann damals hauptsächlich zu authentischen Lützeburger Kinder als Arbeiterfamilien beispielsweise. An die Gerechtigkeitsdefizit aufzubauen, das müsste also das Ziel von all Schulreformen sein. Das ist nicht nur eine Sozialfrage, das ist auch eine ökonomische Frage, ob die potenziellen Ressourcen von all Kant, von all Mensch wirklich fördert und nutzt. Das ist eine demokratische Frage, weil das auch froh, wie weit das bleibt gleichberechtigt durch die Bildungspartizipation dann auch unter
öffentlicher Partizipation können teilholen. Das ist eine kulturell froh für die Entwicklung von einer Gesellschaft, die auch wesentlich davon abhängt, wie gleichberechtigt alle Menschen sich öffentliche kulturelle Leben kann beteiligen. Das ist für uns natürlich evident, dass die Schule nicht alles kann. Meistens hält die Schule Kinder auf zu einem Zeitpunkt, wo schon entscheidend weichen für die Entwicklung gestaltet gesehen. Natürlich und also die Eltern eine Responsabilität. Natürlich muss ich auch den Eltern helfen, bitten, ob die kompliziert die neue Bilder an der Grundschule durch hilfreich sind, das wir bezweifeln. Mit Problematik ist zu viel komplex, wie das in schuldige Gruppen sich. Sie wird bei den Eltern, sie wird bei den Enseignants. Da spielen die Sozialverhältnisse, gesellschaftliche Strukturen, an denen wir leben, eine wesentliche Rolle an. Darüber wird zu wenig diskutiert. Arbeitslosigkeit, Prekarität, Wohnverhältnisse, all das hat einen positiven oder einen negativen Einfluss auf Kinder, das kulturelle Umfeld, den Druck vom Konsum, den zu einem Wirtschaftssystem gehört, den auch bei den Kindern bis zu Addiktionsphänomenen führt, brauche ich mir eigentlich nicht zu erklären. Also Suchtphänomene, und das bezieht sich nicht nur auf die sogenannte klassische Drogen, sondern auch auf andere Sachen. Aber wie gesagt, über den Kontext wird nicht genug geschwärzt und vor allem auch nicht an die richtige Richtung gehandelt. Am Gegenteil mengen wir mit der mehr oder minder expliziter Orientierung auch an den offiziellen Texten von Minister respektive von der Regierung, mit der Orientierung auf die sogenannten Employabilität, ob die Kinder müsste getrimmt gehen, feiert nicht dazu, den Debatte wirklich auf ein seriös Weise feiern und riskiert, die Selektion nach zu verschärfen und auch das Bildungsspektrum bei den Kindern selber anzugrenzen, ob Sachen, die eben nur zu ihrer Employabilität geben, Dinge. Wenn wir die sozialen Inegalitäten aufbauen, da müssen wir allerdings brechen mit einem ideologischen Postulat, den nach immer innerschwelliger bei vielen Akteuren, die sich unter Diskussion beteiligen, festzustellen ist, nämlich dem Postulat, die kommen aber mit mehr oder weniger bestimmten Fähigkeiten auf die Welt, die muss ihn dann können erkennen, die Fähigkeiten, die sie haben, die kann ihn dann noch fördern, und für den Rest könnte tatsächlich dass ihn aufgrund von der Feststellung von den Fähigkeiten dann kann an die richtige Richtung orientiert, am möglichst frühzeitig. Da wird vor ausgeklammert, wo hier die Fähigkeiten kommen, was gesellschaftliche Strukturen mit unterschiedlichen Fähigkeiten bei den Kindern zu dienen hat, was die kann machen außerhalb und innerhalb von der eigentlichen Schule, für bei allen Kindern alle Fähigkeiten, bei allen Kindern positive Motivationen, Frieden und Wissen und so weiter zu entwickeln. Wir stellen also die ideologisch Präjugien nach froh. Wir stellen auch den Akzent auf froh, den auf die Orientation gelöst wird, weil die beruht am Fungol auf den Postulat do. Mit die Betonung von der Orientation, die hängt auch zusammen mit der Struktur von unserem Schulsystem, den kann er schon mit 12 Jahren auseinanderrappt, an einer Logik von sozialer Segregation, weil darüber lebt er daraus, die nicht mehr akzeptabel ist. Und dafür Menge mehr, und das fand er mir detailliert ja nur beim Laurent Bildchen, an diesem Text natürlich, wir mengen, dass den Tabu von den separaten Filieren so frei schon bei den Kindern muss vorgestaltet gehen. Weil sowohl wissenschaftliche Etüden wie auch Erfahrungen aus dem Ausland weisen darauf hin, zwar differenziert, mir immerhin, dass die Struktur von unterschiedlichen getrennten Filieren so frei bei den Kindern weder
ob Sozialgerechtigkeit, nach ob Schulerfolg von den Kindern, nach ob den allgemeinen Bildungsniveau von der Population einen positiven Effekt hat. An der Diskussion, wie sie am Moment im Schul zu Lützeburg gefordert wird, gibt es eine Reihe von Menge mehr Missverständnisse und Kontroversen, die darüber beruhen, dass eine Reihe von Begriffen entweder gar nicht oder nicht deutlich genug definiert gehen. Dazu gehören beispielsweise die berühmten Kompetenzen am Kader von dem neuen Kompetenzunterricht. Die gehen durchgestaltet, und zwar muss ich sagen, nicht nur von der einen Seite, sondern auch von der anderen Seite, wie wenn das eindeutig Begriffe wären. Das ist selbstverständlich, jeder weiß, was eine Kompetenzen zu verstehen ist, die eigentlich sind dafür, die anderen dagegen, das ist aber klar, was damit gemeint ist. In Wirklichkeit also so, dass sogar die Erziehungsspezialisten, die am Prinzip für den Kompetenzunterricht sind, die gehen äußerst unterschiedlich Definitionen vom Begriff. An andere Erziehungsspezialisten stellen den Begriff überhaupt auf Frage, indem sie auf Gefahren von dem Kompetenzunterricht hinweisen. Aber wir sehen schon an der Praxis, wo der Kompetenzunterricht angewandt wird, am Fundamental, an der Grundschule, wie zu einer Absplitterung von Wissen erkennen feiert, genau das ist ein von den Gefahren, wo auch Erziehungsspezialisten am Ausland darauf hingewiesen haben, zu einer Absplitterung von Wissen erkennen, zu pedantischen, bürokratischen Bewertungsmethoden, die am Vogel nicht viel besser sind dann am Endeffekt wie die klassisch Devoir en classe mit Nummer noch nicht besser gemengt ist. Was dann für den Enseignant einen Aufwand bedeutet, den auf Kosten geht für seine eigentliche pädagogische Arbeit, und was ganz oft für Kinder und Eltern, wenn sie nicht schon aus gebildeten Kreisen kommen, schwer verständlich. Also ich gebe euch alle gute Roten, ich habe vergessen mitzubringen. Ja, die Bilan, die müssen ausgefüllt gehen, an fundamental verstehen, wirklich anzugucken. Dann wird das, was wir hier so ein bisschen mehr konkreter fand, beim Ministerium Internet, meine ich. Wir proposieren nicht den Kompetenzbegriff einfach undifferenziert abzugehen, wir proposieren den inhaltlichen Sinn von dem Begriff zu klären. Den ist übrigens gar nicht so neu. Kompetenzen sind immer vermittelt gehen. Da muss ich gucken, was soll dann noch neu gehen, was soll dann noch ernst gehen. Und dann auf aufzuholen, auf den Boden von der pädagogischen Realität und auf den Boden von einem realistischen Verstand von der Anwendung. Eine ähnliche Unklarheit gibt es beispielsweise am Zusammenhang mit der Lycée-Reform, wenn du gesagt wird, muss ein Equilibre entstehen zwischen Kultur general und Spezialisation, wobei, was dann eigentlich Kultur general wäre, nicht diskutiert wird. Als das, was die muss tun, für bei der Günter Jauch auf sein Spiel zu gehen, als das Kultur general oder als das etwas ganz anderes, als das Zusammenhänge kennen und so weiter. Und je nachdem, wie ihn das definiert, kommt natürlich etwas ganz anderes dabei raus. Das steht aber am Anfang nicht zur Diskussion. Der Begriff Kultur general wird so gebraucht, und selbstverständlich müsste ich was da gemeint ist. Wenn wir schon bei der Lycée-Reform sind, mehr Mengen, und ich kann das aber auch aus einer wirklich ganz konkreter Erfahrung behaupten, dass es prioritär gewesen wäre an den Lyceen, also in die zwei Gemeinden mit der General und der Technik, sich ganz seriös mit den Inhalten und mit den Methoden für dich zu befassen an den einzelnen Fächern, auch im Sinne von einer neuen Interdisziplinarität. Ihren hingeht und sich vorstellt, ob noch Strukturen muss ändern am Sinne von Sektionen basteln, wie die neuen Dominanten das vorgesehen. Ich könnte ein Dutzend Absurditäten abzählen an den Kontinuen, an den Methoden, so wie sie am Moment an der Lycée bestehen. Das ist meine eigene Erfahrung. Und ich meine auch auf viele Fälle ich abzählen, wie ihr das könnt ändern. Und wie gesagt,
wir enseignieren op Premiere für die literarisch Sektionen oder Science-Humaine-Sektionen enseignieren mehr eng, das ist ein Beispiel, enseignieren mehr eng Logik, und ich müsste machen, enseignieren mehr eng Logik. Wenn ein Heibannen als einer der den die Kur matt gemacht hat, da kann man widersprechen, die am Fungehol mehr Schikan als wie Beibringen von logischem Denken. Die ist immer formell, das ist ein bisschen wie Schachspiel, so wird es ja noch schön. Wo Dennung Mistra bestohlen, dass in am Fungehol nicht leger Premier, sondern viel mehr frei, eigentlich so etwas mischt wie Abfährung an logisch denken, aber dann auch ein Mensch auf einem Terrain an einer Art und Weise wird raisonabel ist. Das ist ein Beispiel. Hier nicht ein anderes Beispiel, das tut alles durch, da mir nach für eine PD, wie man hier, das nicht dann mit der Kurve, mir erzählen, mit das so egal. Wenn ihn an der Schule am Französischen dem Proust seinen schönen Text über die berühmte Madeleine, ja, steht da nicht nach etwas, Madeleine, da könnt ihr ganz Erinnerungen und Kantäterin ab, wenn ihn die 2-3 Seiten, den Abschnitt benutzt, für Haupt- und Nebensätze zu bestimmen an dem Proust-Sänger Satz, dann sieht er, ich lese nie mit Proust. Also, du kannst den, wann ihn am Deutschen, ob es hängt, ja, wir haben einen Job mit den Beispielen. Also, du gibt eine ganz Reihe Sachen, wo in Menge Meinung noch ganz wirklich in sich, wo doch möglich wäre, vernünftig Änderungen heranzubringen. Darum ändert eben die Geschichte von der Dominanten ändert nicht. Aber erstaunlich ist dann aber auch, also auch für uns kein unwichtiger Punkt, dass die Reformwille von der Regierung halt nicht für dem Thema Religions- und Moralunterricht, weder am fundamentalen noch an der Lyceumsreform, muss die Kirche nicht nur am Dorf, mehr an der Schule bleiben. Also aufgesehen davon, das steht auch an einem Avis über die Relationen zwischen Staat und Kirche, dass das eine unakzeptable Privilegierung von der katholischen Kirche, das so wir auch eigentlich rein pädagogisch schwer zu justifizieren, dass in Kanner wenn's ihren realen oder vermeintlichen religiösen oder was auch immer nicht religiösen Auffassungen auseinanderrappt. Also rein pädagogisch gesehen, als das eigentlich inakzeptabel. Mehr proposieren dafür auch nicht Werteunterricht, wie die Mehrstadt nennen, wo man die Kanner so oben den Trichter auf den Kopf setzen und dann gehen Werte getrichtert, sondern wo es darum geht, hauptsächlich kann er autonom selbstständig denken zu lehren, das nicht Werteunterricht, das nennen wir dann echt Philosophie, Praktik oder so, da gibt es doch Beispiele. Da aber, wie gesagt, hält den Reformwillen von unserer Regierung ab, und da gehe ich nicht weiter und den Laurent Bildchen, du gibt es aber vielleicht noch ein bisschen mehr konkret. Ja, als Meinung soll alle Reformen als Objektiv von die soziokulturellen Unterschiede zu reduzieren. Aber an unserem Schulsystem geht einfach durch Abteilungen an verschiedene Filieren, noch durch Redoublieren, echt der Versuch, homogene Gruppen zu bilden. Und noch von der Redoublieren sich an einem Allongement de Cycle verstoppt oder recht in einem Cycle von 2 Jahren kennt, wer kann das einfach immer als Eschec erleben, wer auch als inkompetent angesehen. Und auch oft fehlte noch die Trennung von seinen Klassenkameraden nicht als eine ungerechte Strophe, wie als eine Chance. Viele wissenschaftliche Studien an so homogene Gruppe weisen, dass auch gerade die Kannresten defavorisierte Milieuen Männer Fortschritte machen und dass die Unterschiede zwischen den Leistungen mehr groß gehen wie an heterogene Gruppen. So vergrößert schon die soziokulturellen Unterschiede und sie fördert eine soziale Segregation am Platz, gerade das Gegenteil zu bewirken. Dann haben wir nur der Grundschule eine abrupte Transition, die schlecht koordiniert ist und hauptsächlich viel zu frei ist. Dort kann an Paralleluniverse leben und die Trennung bleibt dann noch bis an ihr Berufsleben und Sozialleben bestehen. Wir wollen eine Schule, die nicht mehr probiert, homogen zu machen, was nicht homogen kann sein, aber an der alle Kinder zusammen lehren. Wir brauchen eine Schule für alle gut, eine Schule für alle gut Kinder. Die Diversität nicht mehr als Problem, gesagt mehr als Chance. Und der Ordre von seiner Schule müsste jeder kann lehren. Und das verlangt natürlich eine freie Unterstützung für Lehrhindernisse zu verwandeln.
an eng individuelle Differenzierung innerhalb von der Lehrgemeinschaft. Inklusion kann auch nicht mehr gelingen, wenn eine interprofessionelle Equipe, die zusammen responsabel ist, mit einer Gruppe Schüler schafft. Eine personalisierte Unterstützung, wie zum Beispiel ein Tutorat, könnte auch nützlich sein, indem man individuell Hilfe bei schulischen, aber auch persönlichen Problemen anbietet. Natürlich muss auch genug Zeit zur Verfügung stehen, für das seriös zu machen. Kompetenzen und Ressourcen, die man an Kreativ haben, die müssten an die Schule integriert gehen, für das alle Kinder zugutekommen. Das wäre eine nötige Kondition für Inklusion. Wenn als Ziele sind bessere Resultate für alle Schüler, eine große soziokulturelle Gleichheit, für eine starke soziale Inklusion, und man gleichzeitig keine gleichmachende Massenedukation wollen, dann muss man als Fragen über die Strukturen stellen, die das Ziel könnten ermöglichen. Weisen Erfahrungen im Ausland, wissenschaftliche Studien auch, dass erst durch einen gemeinsamen Unterricht an heterogene Gruppen es möglich ist, wie durch eine Trennung an homogenen Gruppen. Wir schlagen dafür ein gemeinsames Lehren bis zum Ende von der Schulpflicht für eng Schule für alle, wo die Schüler von einer Altersgruppe zusammen lehren, ohne Trennung affiliieren oder Klassenwiederholungen. Der Weg dahin muss natürlich progressiv sein, am Cycle 1 aufhängen und dann los, das Wurzeln lassen und auch ganz gut präpariert gehen. Es ist doch nicht, dass die Schüler all dasselbe machen. Im Gegenteil muss alle die Möglichkeit kriegen, seine Fähigkeiten auszubauen und seine Präferenzen zu entdecken und zu entwickeln. Und wie von seiner weiteren Formation kann sich jeder am Ende von der Schulpflicht mehr intensiv seinen spezifischen Interessen widmen. Zu diesem Moment können sich dann ein moduläres System vorstellen, ohne den segregativen Effekt von homogenen Gruppen. Und so eine Einheitsschule könnte also noch ein Modell sein für eine gleiche Gesellschaft. Und dann kann es Möglichkeit geben, noch ein demokratisches Leben zu lehren. Die großen Linien von seiner strukturellen Reform müssten, und auch der Kalender, müssten an einer Loi-Cadre definiert gehen. Dann zu der Frage von den Sprachen. Die Frage von den Sprachen ist in der letzten Schule immens wichtig. Zum Beispiel hängt die Integration von Kindern mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und sprachlichen Originen stark davon ab. Und der letzte Multilinguismus ist historisch gewusst, er stellt generell unerkannte kulturellen und professionellen Natur dar. Und das soll auch so bleiben. Mit Sprachen sind aber oft auch ein Selektionsinstrument an dieser Schule. An sprachliche Fähigkeiten sind auch oft relativ schlecht. Und das sogar an den ersten Klassen vom Lycée. Nicht zu schwätzen von der viel zu hohen Zahl von Kindern, die die Schule verlassen, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Und da gibt es eine Reihe von Paradoxen. An der Grundschule soll Lützeburg offiziell die Integrationsspruch sein. Trotzdem gibt es eine enge Wochenstunde zur Verfügung gestellt, für die Spruch zu lehren. Die Alphabetisierung machen wir auf Deutsch, ob schon das für alle Kinder ein Fremdsprache ist. Auch für die Lützeburg schwätzen. Wir sind aber nicht für ein Germanophon, ein Frankophon Filière, weil da der Remenge eine Segregation durchstellen an zwei Gruppen und auch einen besseren Erfolg wird dadurch nicht garantiert. Muss ich auch bedenken, dass es auch mit dieser Maßnahme dabei bleiben, dass die allermeisten Kinder müssten bei einer Sprache alphabetisiert gehen, die nicht ihr Muttersprache ist. Wenn den Willen für die Lützeburg abzuwerten seriös wollen will, und auch den Multilinguismus auf einem hohen Niveau aufrechterhalten will, und gleichzeitig die schulische Misserfolg an oder auch durch die Sprache will bekämpfen, dann muss man den Courage noch bis zum Schluss zu gehen. Dafür proposieren wir, über folgende Vorschläge nachzudenken, auch für weitere Recherchen über die Pertinenz und über die Umsetzung unbedingt nötig sind. Soll die Durchregung zwingend debar sein. Und zwar die Alphabetisierung auf Lützeburg. Lützeburg ist zwar nicht die Muttersprache, wo viele Kinder mit Deutsch also doch nicht.
Seit einer Reihe von Jahren wird ein Prekos probiert, die Lehre von Lützeburg zu verstärken. Es soll zu der Spruch gehen, die kann in der Tisch schwätzen, am Schulhof schwätzen. Und Lützeburg ist auch der Spruch, die offiziell der Integrationsspruch von all den Anwohnern sind. Also es ist nicht logisch, auch auf dieser Spruch zu alphabetisieren. Weil die Einstellungen von einer guten Kompetenz, vom Verstehen, der Produzieren von Texten, können gerade so gut auf Lützeburg gemacht gehen und dann an die anderen Sprachen übertragen gehen. Die Kompetenz ist nicht an einen Spruch gebunden. Und muss dafür nicht an alle Sprachen, an alle neue Sprachen neu abgebaut gehen. Die Lehre vom Lützeburg muss natürlich an alle Strukturen, wie notamment der Prekos, verstärkt gehen. Und dann die erste Fremdsprache wäre dann nicht Deutsch, mit Französisch. Ab dem Cycle 2 gehen wir mit dem Mündlichen aufhängen. Das ist ganz wichtig, dass das mündlich immer viel Schriftliche geht. Und Lesen und Schreiben können dann ab dem Cycle 3 machen. Dieser Approach könnte denen Kanner, die ein romanisches Mammenspruch haben, entgehen, ohne aber die anderen zu benötigen. Der Deutsch wäre dann die zweite Fremdsprache. Ab dem Cycle 3 können den mit dem Mündlichen und dem Lesen aufhängen. Auch hier vertieft man Mündlichen. Lesen, denke ich, stellt kein großes Problem. Wenn kann er auf Lützeburg lesen können, für dann auf Deutsch dasselbe zu machen, ähnlich wie die Logik steht an der Primärschule für die Lützeburg zu lesen. Das schriftlich gibt man dann ab dem Cycle 4 können wir gesehen. Und alle Kanner, die mehr oder weniger gut Lützeburg schwätzen, werden auch keine größeren Schwierigkeiten nun am Deutschen, weil es große Ähnlichkeiten zwischen den zwei Sprachen gibt. Und die kulturelle Funktion, die der Deutsch aktuell hat, die geht auch bestehen bleiben. Beim Sprachenunterricht kann ich natürlich auch envisagieren, kann er auf eine differenzierte Art und Weise zu unterstützen, je an welcher Spruch sie mehr Schwierigkeiten haben. Auch sollten Sprachen an authentische Situationen gelehrt gehen. Selbst muss ich noch, der kann man hier Sprache valorisieren und auch Brücken zwischen den verschiedenen Sprachen können schlagen. Von der Grundschule an bis zum Ende vom Lycée sollten noch alle Kinder die Möglichkeit haben, ihr Mammenspruch weiter zu lehren. In Verbindung mit der Kultur und der Geschichte von dem konzernierten Land. Die dritte Fremdsprache bleibt natürlich dann Englisch, mit dem man kein Dopset aufhängen. Auch hier natürlich für die am mündlichen und dann recht später auf das schriftliche übergehen. Die Umgangssprache in der Grundschule geht dann Lützeburg, mit einem progressiven Übergang zum Französischen und zum Deutschen, die dann noch am Sekundär von der Umgangssprache gehen, an alle Fächer. Den linguistischen Niveau von der Schulbücher muss allerdings und kann ihre Kompetenzen an Verständnis und Ausdruck angepasst gehen. Und dieser Logik wird Lützeburg revalorisiert, nicht nur als Alphabetisierungsspruch, sondern auch als kultureller Spruch. Geben Kenntnis von dieser Sprache in ihrer Literatur offiziell favorisieren. Eine Literatur, die mehr reich ist, für ihn es noch gibt Mengen. Eine neue literarische Kreation, die auch encouragiert gehen, hauptsächlich unter anderem an der Kannerliteratur. Es müssten aber auch literarische Texte, nicht literarische Texte, für den Gebrauch unter den Schulen stehen. Unter anderem auch vielleicht durch Übersetzungen. Und die Lützeburgische Literatur an den 3 Sprachen ist da auch ein Teil gehen vom offiziellen Programm an den Lyceen. Wir sind uns bewusst, dass das Approach auch Schwierigkeiten mit sich bringen kann, zum Beispiel die spezifischen Lützeburgische Phonemen, orthografische Regeln, regionale Dialekte, aber die gibt durch andere Sprachen, noch ähnliche Probleme. Die Pistenhäuser sollen auf jeden Fall definitiv Dogmen durchstellen, aber wir proposieren, dass sie zu einem seriösen Debat führen. Wir meinen, dass das Ideen der Wert sind, nach vertieft zu gehen, auch weil wir schon am Anfang gesagt haben, weitere Recherchen unbedingt nötig sind. So, ich probiere den Tellerrand von der Schule rauszugucken. Also, ich bin auch kein Schulpädagog, sondern ich bin Sozialpädagog. Intern an der Arbeitsgruppe haben wir gesagt, ich kann
die Schule so wichtig wie sie ist, kann ich nicht nur den Schulpädagogen evaluieren. Wir probieren nicht zwei Gedanken nur zu gehen, den Schule Wirtschaft an den Notfall über außer schulische Bildung schwätzen. An dem Deal, also das werde ich erzählen, also Schule Wirtschaft wollte ich nicht zählen, wie viel das eng für uns richtig Schulreform soll kosten. Natürlich ist es wichtig, ja, wenn den Ziele sich setzt, dann muss man sich auch die Mittel geben, für die Ziele können zu erreichen. Und Mitteln geht es natürlich im Gebäude, aber es geht aber auch für allem gut ausgebildeten Personal. Und wir wissen auch, dass Lützeburg da nach mancher Erfahrung kann machen und ganz ambitiös kann sein, weil Lützeburg, was die Ausgaben anbelangt, im Vergleich zu seinem Bruttoinlandsprodukt als Schlusslicht im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern. Ich will echt erzählen über die Wirtschaft, an ihre Interessen, an den ideologischen Kader, den sie bildet für die Schule. Den Ender, den hört schon gesagt, dass praktisch an all Text, komischerweise nicht nur Schultexten, mehr auch an anderen Texten, immer ein Wort, ein Begriff für gestaltet wird, das ist der Begriff von der Employabilität. Die werden einfach auf all Diskussionen serschiert voraus. Wir fährten aber, dass Detail nicht nur darum geht, für die Kinder eine möglichst gute Ausbildung zu bieten, für das sie können einen Arbeitsplatz finden. Das wird mal immer so gesagt. Wir fährten, dass noch etwas ganz Ernstes dran steht, dass es darum geht, für junge Menschen zu formieren, die für den Betrieb so viel wie möglich Profit und das so schnell wie möglich sollen aufwerfen. Es geht hier an der Teilweise, und wir denken da auf Kosten von der Kinder, von einer guten Schulpolitik, eine Wirtschaftslogik, die für allem mit Standortpolitik zu tun hat. Und für das illustrieren ein Beispiel von heute Morgen, den ich gelesen habe, Lucian Lux, Fraktionsvorsitzenden von der LSAP, möchte ich dann Gedanken für allemal das Budget und du schwätzten, dass die Stärke vom Land müssten gestärkt gehen und dann geht direkt über ob Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sehen als ein von den 3 Themen, auf dem wir uns müssen rüsten. Und dann sehen du direkt an engem Atemzug dabei Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungspolitik und Ausbildung. Das ist so, wie wenn ich an Schule denkt, da können ich nicht mehr an etwas Ähnliches denken, wie eben auch an wirtschaftliche Standortpolitik. Was braucht aber die Wirtschaft? Wirtschaft brauchen Spezialisten, die direkt ersetzbar sind. Für eine längere Zeit, für längere Jahre, dann hat Betriebe nach ihrem Personal selber ausgebildet. Das sind Lofreien, die müssen externalisiert gehen, die gehen auf den Staat. Aufgefällt, ob das ganz effizient ist, das ist eine zweite Frage. Das schenkt, wie man das kein interessieren. Frage stellt sich auch, ob das überhaupt möglich ist. Ob den Dingen, ob den Schule zu Lützeburg kann für die unterschiedlichen Facetten, die das Wirtschaftsleben hat, leider so ausbilden, dass das möglich kein gemerkt gehen. Die Frage stellt sich aber nicht. Nee, das ist ein Ursprung und Schule. Und wir fährten eben noch, dass das an der Erfahrung von Kompetenzunterricht könnt leihen, aber einfach Diskussion so gefordert, dass man müssen Spezialisten ausbilden. Wir denken nicht, dass es hier um einen Druck geht, einen unheimlichen Druck, einen Druck, den die Wirtschaft auf Politik möchte, wie die Politik sich anspannen lässt an die Logik von der ganz schnellen Gewinnmaximierung von den Betrieben. Stellen Sie sich dem nicht, wir gehen das weiter, gehen nicht weiter in anderem, wie den Herr Lux das dann noch undeut und Schule. Aber nicht nur in Schule.
Es gibt noch einen anderen Interlokuteur, mir das sind die Älteren und noch die Älteren, kriegen, auf den geht den Druck aufgewälzt. Die Älteren ganz legitim, die stellen sich natürlich froh, wo dann hier kann er irgendwann denken, sollen hier landen, sie wollen, dass sie sollen an der Welt und natürlich auch an die Leben, die wir haben, integriert gehen. An die Enseignants, die erleben den Druck, die sind so viel Erwartungen ausgeliefert, eigentlich Erwartungen, denen sie sich überhaupt gar nicht können stellen, weil sie ja schlussendlich nicht responsabel waren auf dem Niveau von der Politik und von der Wirtschaft nicht genug Arbeitsplätze geschaffen gehen. Was müssen aber die Schule machen? Die Schule müsste für allem kann intelligent machen. Aber das intelligent, ich gehe mal eng von 100 möglichen Definitionen. Intelligent als, dass den Kanner ob die Probleme, die sich ihnen stellen, das ist nicht dem Kanner mehr die Erwursen her nur können Solutionen finden. Solutionen, die gut für sich und auch eben für ihre Umwelt sind. Mir das aber nicht das, was unbedingt gemerkt wird. An der Schule wird bewährt, es wird ausgesondert, an het gin deelweise op an verwet den Arbeitsmarkt belangt op Sackgassen hin orientiert. An der hat eben, wenn es dem unheimlichen Druck, wo den Rekül nicht besteht, an so, dass den Enseignants an schuldig dem ausgeliefert spüren. Die Konkurrenz, die dabei die Kammer könnt, die kann nicht ernstes, und das ist eigentlich pure Logik, die kann nicht ernstes wie auch zu Scheiterern feiern. Das ist einfach ein Deal, die kennt nicht, du da lernst, erlebt sich als Schulscheiterer. Und das an einer Situation, wo sich so viele Probleme stellen für die Generation, die lo könnt, denken wir just nicht an Probleme, die ökologischen Probleme oder die Klima oder den Umbau von unserer Gesellschaft, die das einfach bedenkt, an denen der neue Gesellschaft, die wo Schule aber hinnen als Rückmeldung für allem Scheitern geht, denen der neuer Generation würden wir dann die Probleme ab, die mir selber auch jeweils nicht konnten lesen. Ich komme zu einem anderen Teil, das die außerschulische Bildung. Wir können natürlich nicht nehmen, und das wissen wir einfach, wir können die Bildung von den Kindern nicht reduzieren, just nehmen auf die Schule. Es gaufen an den letzten Jahren zunehmend gaufen die außerschulische Strukturen geschaffen, an denen auch gebildet wird. Ich gebe mal so, von dem Moment an, wo ihn dann möchte, kann ihn sich einfach einen Bildungsprozess überhaupt gar nicht entziehen und froh können sich auch stellen, ob ihn nicht auch zum Teil, während ihn schläft, nicht auch selber sich spielt. Für so eine Situation nicht probieren, nur ein bisschen absurd auszudrücken, ne? Das sind nicht Neurologen, Gehirnforscher, die davon schwätzen. Also, ich zähle von den außerschulischen Betreuungsstrukturen, nachgenannt Foyer scolaire oder Maison Relais. Wir werden dort wie die Regierung für den Sommervakanz einen Text auf den Instanzenweg gehen hat, für die Qualität an den Strukturen zu verbessern, das nicht nur Wohlbefinden von den Kindern hinnen wichtig war. Aber sie beziehen sich am Argumentär, ob, und das steht nicht einfach zufällig da, ob ein Zitat von der Europäischen Kommission, an dem die Europäische Kommission, ob man einen Aspekt von den Maison Relais, also von den Betreuungsstrukturen, hervorhebt, nämlich die Employabilität, also dass das Maison Relais prépare à une meilleure employabilité à l'âge adulte. Mais darüber hinaus
fährt immer, dass an diesen neuen Orientierungen vielleicht nicht auf alle Aspekte, was Bildung anbelangt, berücksichtigt goen. So geteilt gezählt, geschrieben, dass die nicht formale Bildung misst gefördert gehen. Pur wurde einfach zu den Begriffen, weil die aber vielleicht nicht immer, weil die nicht so geläufig sind. Formalbildung, das was an der Schule geschieht, Nonformalbildung, das was an dirigiert, also an von Erwursten dirigierten Institutionen geschieht, an ob Informalbildung komme ich ja nur noch zu schwätzen. An nonformalen Bildungssituationen, da gehen ugelegten Aktivitäten gemacht. Nicht ganz Ernstes wie an der Schule. Vielleicht einfach eine Illustration. An der Schule wird Sprache gelehrt, an der wird vielleicht die eine oder die andere grammatikalische Regel gewächst, an der Maison Relais, wenn nonformal Bildung betrieben wird, man wird Theater gespielt. Das ist nicht, dass wir nur etwas gegen Theater spielen hätten. Ne? Das wirklich gut nicht. Aber wir freuen uns, wo bleibt das freie Spiel? Das freie Spiel, das Hauptausdrucksmittel ist von den Kindern für sich die Welt von den Erwachsenen unzueignen. Wie kann du an so Situationen, wo die Kinder von morgens 8 bis abends 6 an von Erwachsenen dirigierten Strukturen sind, wie kann du sich das freie Spiel entfallen? Aber das Spielen, das ist auch ein Begriff, den nicht unbedingt immer so klar ist, weil verschiedene Facetten das Spiel hat. Natürlich ist das Spiel auch das angelegte Spiel. Die Engländer gebrauchen da das Wort Game, und sie setzen dem entgegen das Wort Play. Und auf den Aspekt will ich gerne angehen. Spielen, und das Freispielen, das ist ein Experimentieren, an dem Scheitern dran enthalten ist. Spielen das sich dezidieren, mit wem ihr spielt, wie ihr den aufhängt, wie ihr den abhält, an der den selbstverständlich auch jederzeit kann lang oder mit seinen Kollegen die Regelwerk von den Spielern selber bestimmen, das heißt ändern, das heißt experimentieren, was geht und noch was nicht geht. Und das ist ein Aspekt von dem informellen Lehren, das an den Texten vom Familienminister, den dort eine Instanzenweg in das an den Entretemps soll die Leben an den Maison Relais bestimmen, die nicht vorgesehen ist. Es kaufen sich an denen Texten kein Gedanke gemacht über den Raum, an dem gespielt wird, an dem gelieft wird, oder Zeit, die muss zur Verfügung gestellt gehen, die kann man für überhaupt können, dem freien Spielen notzugehen. Es kaufen auch keine Experimentierfelder angedurcht. Wir können zum Beispiel an den betreuten Strukturen, wo es ja auch verantwortlich geht, wie du das Freispielen kein Zugelos gehen von den Verantwortlichen. Und dass das nicht anders da ist, das werde ich so, das will vielleicht beleuchten mit einer folgenden Etude, die an den 70er Jahren von der UNESCO gemacht wurde, wo eine Equipe unter dem früheren französischen Minister Edgar Faure herausgefunden hat, dass 80% von denen Kompetenzen, die ein erwachsener Mensch an seinem Leben braucht, nicht an der Schule als nicht an strukturierten Lehrsituationen hervorgehen. Und dann fragen wir uns, und dann will denke der ganzen Kader, wie das Leben im Moment ausgesehen, wenn das Leben für als Kanner immer mehr so ausgesehen, wie kann du Selbstständigkeit gelehrt gehen, und mit Selbstständigkeit experimentiert gehen?